Wij zijn halt Pastor John een boodschap en dan zegt dort je Henk. Krijgt es der in je Henk haben wir loten open togen. So zijn ook je Hengnissen an ons leven. Zum Beispiel, dat we maar een tijd waar niet leven dat niet leven en dat je Henk dat weer dat je beurt. En voor die van jullie wat befried zijn, dat we maar een tijd waar je niet befried werden, niet zij befried dat je Henk wie in een kaas. En ook bij de gratie je Henk wat het jij moest geeft van de ganze wereld is Jezus Christus. Voor Jezus wie we dood in onze zinnen. Maar niet door Jezus hebben we leven aan Christus. Maar vielleicht nog het ganz wichtigste, als Jezus is dat je hangt tussen het oude en het nieuwe bund. Ik wil je een paar Versversen lezen. In Lukas Kapitel 22, Vers 20. Jezus has met in zijn Jünger taub hier voor de laatste onkas. Dat zegt dit. Groet zo neem hij dat oevenkast ook dat kuffel en zegt. Dit kuffel is een nieuw bund en mijn bloed. Dat verdient verguten wir. So Jesus sagt, hij brengt een nieuw bund. In Galater 3, Vers 19 zegt dat. Waarom dan dat Gesetz? Dat Gesetz wordt boven even gegeven, dat we door dan zijn kunnen wat zin is. Wat die komen, die ons versprechen wir. So der oude Bund, der wir jährlich bei Jesus kommen, wenn Jesus braucht einen neuen Bund. Hebräer 8, Vers 13 sagt, wenn er einen neuen Bund redet, dann meint er, der erste ist alt geworden. Und was über alle den uitgenutzt ist, verschwingt bald. Dann nach 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 sagt, er bringt uns mal durch, dass wir imstande sind, deine einen neuen Bund zu sein. Dieser neue Bund ist nicht mal, was die Buchstaben von Gesetz sagen, aber es ist der Jas selbst, den Gott gibt. Der Buchstabe führt zum Tod, aber der Jas führt zum Leben. Das oude Bund führt zum Tod, aber das neue Bund führt zum Leben. Wenn wir nicht verstehen, nicht unterscheiden zwischen das oude Bund und das neue Bund, dann wollen wir immer unsicher sind an unserer Rettung. Wir wollen immer unsicher sein, dass wir mal in die Tau bringen, dass Gott uns Wort annehmen. So von der wird ein kleiner Klimasse der Unterschied zu wissen zwischen das oude und das neue Bund. En dat oude bund, 2. Mose Kapitel 32, zijn 3000 Menschen, die sterben, wegen die gesündigt haben. En dat nieuwe bund in Apostelgeschichte 2, das sind 3000 Sünder, die dann sich taufen lassen, die kommen zum Glauben an Jesus Christus. En dat oude bund haben wir das gesagt, diese Regeln, wo wir müssen nur folgen, wenn nicht, dann meint das Tod. En dat nieuwe bund haben wir das heilige Jas, wo uns wiesen das Reich von Adach. En dat oude bund, sagt 2. Korinther Kapitel 3, sagt, das Gesetz lädt nun Tod. En dat nieuwe bund sagt Jesus, ich gebe ihnen 2 geboten. Läuft Gott von all ihnen Horn, von all ihnen Kraft, und läuft ihnen Nächsten aus sie selbst. En dat oude bund haben wir eine Person, die stirbt, wenn die schafft, an den Sabbat. En dat nieuwe bund sagt Jesus, läuft ihnen Nächsten, Kraxis erkennt gelebt haben. Na wo hier läuft Jesus den Menschen? Jesus läuft es in der Heilige Tod mit ihm. Und er weiß, dass wir nur Gott, der glauben an Jesus Christus. Und dort alle Bund haben wir Opfer. Wir wissen gar nicht, dass wir ungenommen sind bei Gott. Wir müssen ein Opfer bringen und hoffen und beten, dass Gott uns wird annehmen. Und der neue Bund haben wir genug. Und Jesus sagt, wir haben an mich geglaubt, der wird euer Leben haben. Wir haben 100% Sicherheit an unserer Rettung und der neue Bund. Das alte Bund lässt uns tot und der neue Bund lässt uns leben. Nun leben voll genug und voll life. Jesus ist das gehängt zwischen das alte und das neue Bund. Wir werden die zwei nicht abmixen. Wenn wir in das alte Bund sind, dann glauben wir können uns der Rettung verdienen mit unserer inneren Kraft, mit Dingen, die wir tun. So dass wir uns untreiben und so eine Quark ist wie vor und so eine Dinge, wir tun oder nicht tun. No, wir leben in das neue Bund und Jesus sagt, glaub an mich und die wirst euer Leben haben und ich werde das Jas auf dich abschauen. Und der Jas wird ihn wiesen, Reich von Adach. Nee, das darf uns nicht eine Gelegenheit zu sein, okay, Jesus hat mich angenommen, ich kann so leben, als ich will. No, wenn wir wirklich die 2 Gebote hier tun, dass wir Gott leben mit all uns Hort und wir leben uns Nächsten, so wie wir uns selbst leben oder so wie Jesus den Nächsten leben tut, dann sind wir 100% an der Welt von Gott. Sag mal in alle Motor sprechen, wir diese 2 nicht abmixen. Wir leben in der neuen Bund, wir Jesus annehmen und wir so tun, als der Jas uns laden hat. Gott segnet, hat eine gute Werk.